Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Also das sind so fast wie ASMR, weil es ist, glaube ich, schon fast 12 in der Nacht. Und wie ihr schon gehört habt, ein paar Gelächter, ich bin nicht alleine. Und zwar nicht nur mit einem Gast, sondern sogar mit zwei. Also wir werden immer mehr. Ich habe mit beiden von euch schon eine Podcast-Folge gemacht. Jetzt sind wir mal beide dabei. Wir haben auf der linken Seite meine Schwester. Hoi. Hallo, ja. Ich bin 18 und ich bin Joel. Ich bin 18, jetzt kann sie endlich in Clubs gehen. Nice. Und du, wer bist du, Sedi? Wer bist du, Sedi? Ich bin der Sedi, der Cedric, und ich bin 20. Stimmt, ich sag dir immer noch Sedi. Du Ja, hast ist lieber ein bisschen Cedric, wack. gell? Ich fühle mich erwachsener mit Cedric. Ja, okay. Sedi ist so ein bisschen der kleine Bub. Aber umgekehrt, ich hasse es, wenn man mir Natalie sagt. Ich fühle mich so, es gibt mir gerade Hühnerhaut. Alter. Ja, das Es ist, ist wenn so jemand so will, dich zusammenschießen, sagt man so Ja. Natalie nicht. So Natalie, also das klingt so streng. Ja, das ist schon ein bisschen. Joel, bei dir, aber Joel sagt so, wenn der Nein, Papi ich- dich so Ja, zusammenschießt. nein, bei mir kann ich halt keinen Spitznamen, darum Ja. ist halt... Schöli. Nudel. Das können übrigens in meinem neuen YouTube-Video anschauen. Nudel, warum wir das so nennen. Egal. Also, oh, andere Frage. Frauenfeld. Wir sind eigentlich alle, eben wie gesagt, es ist noch mega spät schon. Wir müssen alle früh aufstehen. Joel und ich, weil wir ins Frauenfeld gehen. Sedi, weil Ich muss du eigentlich, Mann? arbeiten. Du musst arbeiten. Ich habe keine Ferien. Gehst du nicht ins Frauenfeld, weil du musst arbeiten? Ich wäre auch sonst nicht gegangen, aber ja, ich muss Wieso nicht? arbeiten. Zu wenig Geld. Das ist teuer. Riesopfer. Ja, es geht Hä? so. Ja, aber es sind 350 Stutz irgendwie für 3-4 Tage. Oder? Aber Ja, hättest aber du- du eh einen Rabatt bekommen. Eben, du hast doch. Ja, theoretisch, aber whatever. Ja, nicht so Whatever. Travis Scott nicht so dies. Mhm. Nein. Ja, okay. Joel, beschreibt. Ich freue mich richtig. Alter, ich freue mich hure. Es wird, Ja. glaube ich, richtig, richtig geil. Ich würde übrigens wahrscheinlich noch dort vor Ort eine Podcast-Folge machen. Keine Ahnung mit wem, das werden wir sehen. Vielleicht auch absolut nicht, aber ich nehme einfach mal mein Zeug mit. Dann gibt es crazy Podcast-Folge. Das war ein bisschen ein plötzlicher Start. Gewesen, hä? Ja, irgendwie- das ist fast nicht so, irgendwie- du musst ein bisschen Introduction machen Ja, zuerst. irgendwie. Ja. Ja, also wenn das schon zum Thema kommt eigentlich. Ja, komm Oder mal wenn zum wir so, Thema. wenn wir noch erzählen, was wir die Woche so gemacht haben, wieso es so Smalltalk. geht. Ui, Smalltalk. Nein. Also, Nein, ich kann habe man- nicht mal so viel Smalltalk auf Lager. Ja, mein Smalltalk war jetzt eben das Frauenfeld. Gewesen, das war der eigentlich. Smalltalk. gewesen. Ich bin happy mit dem. Schon gut. Jetzt wieder. Also, nein, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie im Titel schon gesehen. Und zwar geht es so ein bisschen ums Thema Verliebtsein. Also ich bin vorher mit meiner Schwester schon so ein bisschen laufen, weil mein Ziel ist ja jeden Tag 10'000 Schritte machen. Und sind wir noch so ein bisschen spazieren. Auf jeden Fall kann ich... Also ich habe eigentlich vorher schon mit ihr eine Podcast-Folge gemacht und ich habe nicht so gewusst, was für ein Thema. Und wir haben schon mal darüber geredet, dass wir beide uns relativ schnell so ein bisschen relativ schnell verlieben, im Gegensatz zu anderen. Ja, oder Aber auf schnell das- einen Crush haben oder so. Genau, eben, und auf das gehen wir nachher mal ein. Und irgendwie, wie bist eigentlich du dazu gekommen? Ich habe meine Flöckchen gegessen, eigentlich. Hast du Cornflakes gegessen? Ja. Und ich habe dir irgendeine Frage gestellt, weil es mich wundern genommen hat, ob du dich auch so schnell verliebst. Ja. Und bei dir ist es ein bisschen anders, oder? Und legit 30 Minuten später und jetzt sitzen wir da. Yeah! Hure kompliziert gewesen mit dem Mikrofon übrigens. Also, Alter, mega pain. Ich Lenz, weiß nicht, ob es muss sein. 50 Likes da oder so. Man kann So keine Likes da lassen. Gut, nein, also, eigentlich eben die grosse Frage, also wie wir auf das Thema überhaupt gekommen sind, ist eben so das so schnell verlieben. Und ich finde das eigentlich mega spannend, weil ich auch schon mit meiner Kollegin darüber geredet und bei ihr ist es genau umgekehrt. Und darum bin ich mega gespannt, wie das so bei euch genau ist. Ich erzähle es schon mal bei mir. Also, gut, ich bin jetzt mit dem Can zusammen seit 4,5 Jahren, aber vorher hatte ich extrem eine Phase gehabt, wo ich mich so mega schnell verliebt habe, beziehungsweise mega schnell so einen Crush hatte. Also beziehungsweise, wie will man das eigentlich sagen? So ein bisschen, du hast schnell jemanden kennengelernt und schnell so, oh, das ist spannend und Schmetterling im Bauch, eben so das Crush-Feeling und du willst dann nachher kennenlernen, willst am liebsten jeden Tag mit dem schreiben. Und bei mir war aber das Ding gewesen, dass ich so nach einem Monat, da hat es mir plötzlich den Ick gegeben, aber alles, wirklich alles hat mir übel abgelöscht und es ist wie so ein Schalter umgelegt worden und es ist mir alles, mich hat alles abgeturnt auf einmal. Und ich habe dann, und es war irgendwie meistens schon spät gewesen, weil die Person sich dann, ja, sie hat so das Gefühl gehabt, wir sind kurz vor dem Zusammenkommen. Ich habe dann auch kurz so, ciao, schön gewesen. Schon den gemacht, das heisst, ich habe schon so, also eigentlich so ein, Das ist zwei echt Herzen wirklich mega gebrochen. schlimm. Ja, es ist so scheiße, Alter. Voll, und ich habe jetzt eben mit der Schule ein bisschen darüber geredet. Ich glaube, bei dir ist das auch so ein bisschen ähnlich gewesen, oder? Oder ist Ja. immer noch, ich weiss nicht. Ja, ich lerne halt viele Leute kennen und habe mega schnell einen Crush auf die, aber nachher merke ich auch, das passt irgendwie doch nicht und dann muss ich schnell irgendwie wieder abbremsen und das finde ich eigentlich recht schlimm, wenn man eigentlich so tickt, dass man voll das Gefühl gibt, dass das passt und nachher passt es plötzlich doch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, eben, es ist so Ich habe krass. immer so gefühlt. Ja, vor allem, was kommt dann nachher mit dem Monat. Also wie lange geht es bei dir so?
bis so die Anti-Gefühle kommen? Ich weiß auch nicht. Also ich tue meistens dann so die negativen Punkte dann irgendwie so vergessen, weißt, und tue dann nur aufs Positive schauen bei dieser Person. Hat es nicht vielleicht damit zu tun, dass man am Anfang, wenn man so jemanden kennenlernt, dass man die Person so erstmal so vergöttert, so im Sinne von, wow, der oder die ist mega krass und nachher lernst du sie ja kennen und du merkst halt, jo, das ist einfach irgendein Typ. So. Fair, das kann auch Ich glaube, es sein. hat so ein bisschen mit dem zu tun. So immer, wenn du auf jemanden crushst, denkst du so, oh mein Gott, wer Ja. ist das? Ja, du Und nachher blendest lernst du alles also- ja. Und du lernst halt so seine Habits kennen und was er so macht tagtäglich und dann ist so, er ist einfach Ja. der Peter oder whatever. No offense an alle Nein, Peter. aber mir war es wirklich so gewesen, so, es hat so 1-2 Punkte gegeben, die so mega krass geflasht hat. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so zu fest will. Nein, ich kann ein gutes Beispiel bringen. Ich habe schon mal so ein bisschen erzählt, dass wir alle so ein bisschen gläubig aufgewachsen sind und es ist jetzt mega assi. Es ist mega assi, aber er ist so am ehesten also der Attractive gsi von der Kille. Obwohl er eigentlich, also wie nicht so mein Typ ist, aber er ist noch am ehesten so Ja, ich weiss, was du meinst. attractive gsi irgendwie und von den Facts her hat irgendwie alles so gepasst, weißt so er ist auch christlich gsi, das ist mir damals noch wichtig irgendwie gsi. So auf Papier hat alles gestimmt. Genau und er hat in der Nähe von uns gewohnt und seine Eltern haben sich mega gut mit meinen Eltern verstanden und dann hast du halt irgendwann mal so eben so angefangen miteinander zu schreiben und so und bist irgendwie so mega geflasht gewesen, dass alles so, dass die Gemeinsamkeit und so und man schreibt so miteinander und es ist alles so und nach so 1-2 Monaten eben dann lernst du dann so richtig kennen und dann bist du so, oh, da bist du auch so Ich glaube, aber die Vorstellung hat doch safe auch damit zu tun, dass wir als Kind schaust du so all die so Prinzessinnen und so Prinzenfilme und ich glaube, wir werden so fast so ein bisschen darauf eingestellt, du findest so eine Person und nachher stimmt alles. vor allem wir sind auch Nicht. so ein bisschen, also unsere Mami ist ja auch mega so gewesen, sie hat den Papi Ja, kennengelernt. voll. Sie hat das Leben lang hat sie sich ein Trauma vorgestellt, hat sich nie wirklich verliebt, dann hat sie den Papi kennengelernt, der genau 1:1 aussieht wie ihr Trauma. Sie hat den, by the way, auch vorher zum Beispiel schon mal so gezeichnet, Ja. wie er wird aussehen und so. Und jetzt haben sie so eine perfekte Beziehung, also wir sind wirklich eigentlich so ein bisschen mit dem aufgewachsen, dass es so jemanden im Leben gibt, den man einmal trifft und es passt alles perfekt von den Fakten, man verliebt sich und man ist glücklich bis ans Lebensende so ein bisschen. Das ist eigentlich schon noch so, so ein recht grosser Einfluss gewesen, würde ich sagen. Oder? Ja. Ja, safe. Eben, und auch so in Filmen. So basically jedem Film, den du siehst, ist es einfach so der Schulcrush oder whatever. Ach so, Und nachher ja. heiratet so fucking... Ja. So die perfekte Vorstellung, dass du so jemanden findest und nachher ist alles perfekt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber ich schaue halt dann nie in die negativen Punkte an irgendwie. Also wenn irgendwie etwas mir bei dieser Person nicht passt, dann ist das Ja. voll egal. Irgendwie. Stimmt. Ja, fair. Das ist halt mein Fehler. Das irgendwie. siehst du eben zuerst gar nicht. Ja. Vor allem, ich sehe es eben erst so rückblickend, wenn ich so die Typen da so jetzt anschaue. Dann so, Ja, im Nachhinein Was? denkst du so, Zum what the fuck? eben so wie, wir haben null zusammengepasst. Vom Typ ist es irgendwie auch null mies gewesen. Es ist einfach, also keine Ahnung. Es sind nur so wenig positive Punkte, wo du dann voll, Ja, wo dann voll krass sind. und du bist am Anfang gleich so geflasht gewesen und denkst, wie? Also keine Ahnung. Hast du das eigentlich auch mal gehabt, Siri? Erzähl mal von dir. Also jetzt in Bezug auf so... wie heißt das? Lila Sonnenbrille oder whatever. Ah, pinke Sonnenbrille. Pinke sowieso. Sonnenbrille. Ja. Ich glaube, jeder nicht, safe. Ja. Das ist, also am Anfang hast du so... Eben so in der Kennenlernphase siehst du halt nur die positiven Sachen. Nachher lernst du die Person auch kennen und dann kommen die negativen Sachen. Und am Anfang sind ja meistens so kleine Sachen. Und am Anfang denkst du dir, ja, safe, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Ja. Aber nachher, das peilt sich halt so auf, dann ist es immer mehr und am Schluss ist es wie einfach so... Irgendwann explodiert es halt sowieso. Und nachher funktioniert es halt wie nicht mehr. Und es gibt ja wie so, ich glaube so... Die General-Regel ist, glaube so nach 3 Monaten meistens geht so die Sonnenbrille weg. Ja. Darum easy viele Beziehungen endet genauso nach 3 Monaten, wo du so erkennst, dass halt nicht alles passt. Ja, oder wo vielleicht sogar eigentlich die ersten Streits oder so kommen, vielleicht sogar. Ja, das ist meistens so um die Zeit. Und vorher denkst du halt wirklich einfach so, du entschuldigst der anderen Person Sachen und du entschuldigst dir halt so Sachen und irgendwie ist alles so, ja, du probierst so ein bisschen zusammen murksen, fast schon. Aber hast du schon mal gehabt, dass nachher auf einmal so, wie so sich ein Schalter umgelegt hat und so richtig Anti-Gefühl bekommen hast, so richtig so, Oh. Im Fall nicht so. nee. Nein, im Fall nicht so eigentlich. Doch, bei mir ist das krass so. Also Eben bei manchmal mir ja auch, ja. die Vielleicht Anti-Gefühle, die kommen und nachher auf einmal denkst du wieder, nein, er passt doch voll. Und dann kommen auf einmal wieder die Anti-Gefühle und es ist so, es switcht halt immer wieder. Und ich habe gedacht, ich wäre die einzige Person, die so tickt, irgendwie, dass ich so Anti-Gefühle bekomme, aber
Es ist bei mega vielen so. Schon? Ja. Ich habe das Gefühl nicht. Also ich höre von mega vielen, dass es eher umgekehrt ist, dass es mega schwierig für die ist, sich mal wirklich verlieben oder weißt, nur schon einen richtigen Crush bekommen. Aber dann, wenn man mal einen hat, dann ist es mega schwierig, quasi sich wieder entverlieben. So ein bisschen. Ich glaube, es kommt mega darauf an, wie die Stellung ist vom Gegenüber. Ich glaube, wenn du so, sagen wir, eben einen Monat mit jemandem schon ein bisschen am Daten bist und die Person will dich vollkommen und du merkst es so, dass sie dich voll will, dann bist du automatisch so ein bisschen... Ja, true, Also, doch. Ich glaube, das passiert vor allem noch eher den Frauen, weil Typen sind dann schnell mal so, wenn eine Frau einem Typ Aufmerksamkeit schenkt, sind Typen gerade oft schnell so, jo, weißt du, das ist sie, das ist meine Ehefrau oder whatever. Das ist ja genau das Und nicht das ist- Attraktive. Ja. Genau, so für eine Frau ist das mega so aufdringlich. Ist das für einen Mann eher attractive, wenn ein Girl so... Nein, muss auch nicht sein. So logisch musst du auch, darfst nicht voll um den Hals hängen, whatever. Aber ich habe das Gefühl, es passiert noch eher den Typen, dass sobald eine Frau einem Typ Aufmerksamkeit schenkt, dass sie voll in das reingeht. So, yo, weißt du, so für immer mehr geben. stimmt. Und für die Frau ist das halt mega unattraktiv, wenn ein Typ so voll... Ja. Das ist voll dran lustig, weil als Girls, also ich weiss nicht, ich habe das früher noch mega oft gemacht, weißt du, so, also eigentlich mega dumm, jetzt wenn ich so zurückdenke, aber damals habe ich das eher noch so gemacht, so, dass man sich so überlegt, irgendwie so, ja, jetzt schreibe ich mal länger nicht zurück und weißt du, dann hat er ein bisschen mehr, vermisst er meine Attention. Boah, das ist auch ein spannendes Thema, Attention Crush, wisst ihr, was das ist? Nein. Weißt du auch nicht, Ich was das weiß ist? es auch nicht. Ich habe das mit einer Kollegin gelernt, ich habe auch nicht gewusst, was es ist, und zwar, dass du einen Crush hast, weil du eigentlich süchtig nach dem Sinne oder ihrer Attention bist, so quasi. Also wie so ein bisschen das, wie sagt man, Zuckerbrot und Peitsche. Also, Noch nie gehört. Aber nein, wirklich. Also so ein bisschen quasi, ich weißt du, check schon, was du wenn meinst, jemand, ja. das ist wie du sagst, Joel, wenn jemand die ganze Zeit nur von dir, weißt, dich Kompliment gibt und Das alles ist ja und so. Push und Pull, nicht? Ist das? Ja, meinst vielleicht So das so ein ein bisschen Push and Pull, aber mehr so ein bisschen, dass es amigs mehr so ein bisschen, was man sagt, das Pull ist. Mehr Pull, damit die andere Person einen Crush bekommt. Je mehr Pull du machst, desto mehr... Also wie, du gibst zuerst mega Attention jemandem und nachher auf einmal so nicht mehr so und dann Ah, ja. kommst du so einen Attention Crush über, weil du irgendwie Ja. so vorher die ganze Zeit das Gefühl hast, ja, er will etwas von mir und ich habe auf safe und auf einmal so nicht mehr und dann fängst du gleich auch an gerne so wie zu haben. So irgendwie... Ja, Also, dass er wie so dir hinten anrennt, oder? ja, auf einmal nachher eben nicht mehr und dann merkst du, dass du irgendwie gleich auch einen Crush hast, aber es ist eigentlich mehr so ein Attention-Crush, weil du so ein bisschen seine Attention Ich weiß. so, eigentlich, ja, irgendwie so, haben die das schon mal gehabt? Ich habe das Gefühl, das hat mega viel und ich habe das Gefühl, ich habe das auch schon gehabt, aber eben, sobald dann wieder er kommt und mir Attention gibt, dann ist es wieder so unspannend, also dann ist wieder so kein Crush mehr und sobald, also irgendwie so wie es ist nicht wirklich ein Crush, sondern eben mehr so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ja, haben wir in dem Fall nicht Es gehabt. ist fast ein bisschen manipulierend, nicht? Also, Ja, mega, aber- ja, mega, eben so, eigentlich mega dumm. Also, ich habe Ja. das Gefühl, das ist eher etwas, was du so ein bisschen im jüngeren Alter machst, Ja. vielleicht. Im jüngeren Alter so. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich würde, das ist vielleicht auch wieder ein bold Statement, aber ich würde auch fast eher so sagen, dass es öfters noch eher Frauen machen, nicht? Ja, das Vielleicht kann man schon mega gut ein vorstellen. bold Statement, aber jetzt nach meinem, Ah, so wie zwar. ich mir, also ich habe es jetzt noch nie von einem Typ gehört, dass es Ja, das vielleicht ist nicht so einfach Personal aktiv. Experience, aber ich Vielleicht weiß nicht es so nicht, aktiv. ja. Also Das weißt du, kann Typen lieben auch Aufmerksamkeit, das ist nicht, Mhm. aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe es persönlich noch nie gehabt. Ja. Dann habe ich gedacht, ich wirf es mit runter, weil ich habe mit meiner Kollegin eben auch schon so ein Gespräch gehabt bei ihr. Sie hat eben so gesagt, dass sie schon ein paar Mal gehabt und so. Also sie hat in dem Fall gar einen Crush auf den gehabt, aber sie braucht einfach dem seine Aufmerksamkeit. Ja, es ist wie... irgendwie- Gut, sie ist eben genau die Person, wo es mega schwierig ist, um so einen Crush zu bekommen, sich verlieben. Und darum ist es so mehr so ein Attention Crush. Das ist noch wirklich ein Crush, dass du wirklich voll etwas von dem willst, aber wie so... Das Spiel drumherum so ein bisschen. Ja, also es ist vielleicht so ein bisschen, dass er sich so spannend macht. Also weißt du so ein bisschen, wie ich meine? So. So, man will eigentlich, dass die andere Person einem nicht will. So fast schon. Weißt du, was ich meine? Ja, So ein bisschen. irgendwie. Ist aber bei Es vielen macht- irgendwie so, dass So dass sie dumm. voll um einen Typ kämpfen, weil der sie nicht will. Und nachher, sobald er sie will, dann Das ist ist es nicht wieder mehr unspannend. Das ist spannend. genau das, das ist genau das. Weil wenn er, Das ist aber richtig schlimm. wenn er sie nicht will, dann hat sie einen Crush auf ihn. So quasi, weil sie will irgendwie die Attention und sie strebt nach der Attention und sobald er wieder eine Attention gibt, dann ist es wieder Ja. nicht mehr spannend. Ja, das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ach schon. Ja. Erzähl. Ja, keine Ahnung. Also, das ist bei mir halt auch so. Bei mir ist es halt meistens so gewesen, dass die Typen um mich gekämpft haben. Dann habe ich mega wenig müssen machen, dass ich sie bekomme, weißt. Und bei mir ist halt das Ziel, dass ich muss um die kämpfen. Und sobald ich das
sobald ich kämpfe dann voll um die und dann, sobald ich sie bekomme, ist es dann wieder nicht mehr spannend. Dann denke ich so, Es ist einfach, wow, es hat so safe schnell. damit zu tun, dass so, wenn jemand voll um dich kämpft und so dich unbedingt will, dann merkst du ja, okay, die Person ist wie weniger wert aus meiner Sicht. Das ist mega dumm. Aber, Ja, das ist so. nein, das ist mega dumm. Aber weißt du, so, wenn jemand dich nicht will, denkst du wie, würde ich die Person erobern, dann ziele ich wie gegen Uhr. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn alle so dich wollen, dann ist es wie schon, du wählst einen. Also, Ja, weißt, das ist so. Du bist so mega richtig abwertend. abgehoben. Es könnte sogar die Aber- unattraktivste Person könnte ich nicht wählen und ich will voll um die kämpfen. Es Es ist Ja. eine gewisse... Aber, ist viel ja. spannender um die kämpfen als irgendeiner, der dich Voll. Und das ist eigentlich so dumm. Es ist so dumm. Aber es ist ja wie ein Spiel, wo du ein bisschen lernst, wenn du so... Ja. Erst ich glaube, in der Jugend kommt das vor allem vor. Ich glaube, wenn du älter wirst, lernst du so ein bisschen logischer daten, im Sinne von nach deinen Interessen. Aber so in der Jugend, so all die fucking, so die Teenage-Crushes und so, sind meistens genau so nicht. Ja, das Ja. ist halt So so das das Ganze, Spannende. ja, irgendwie. so das eben Push and Pull, wie du vorher gesagt hast, so shit. Ich glaube, im jungen Alter ist das genau das. Würde ich sagen, dass, also, keine Ahnung, so, haben die so eine erste Liebe gehabt eigentlich? Weißt du, so die erste, vielleicht eben die erste Crush-Beziehung. So würde ich sagen, das ist so richtige Liebe gewesen. Ja, ich würde schon sagen. Wann ist das wieder gewesen? Muss ich jetzt Details geben? Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr wer. Ist das Ja, deine erste so- Freundin gewesen? Nein, Zweitfreundin eher. Zwei Freundinnen? Okay. Mhm. Ah. Und bei Bei dir? mir ist das, glaube ich, schon in der 6. Klasse dort schon recht. Keine Ahnung. Eher Es kommt etwas so- Ernstes gewesen. Es kommt halt mega Das davon, was du so Liebe nennst. Das ist für jeden so... Mhm. Jetzt deep. Nein, es ist so für jeden so ein bisschen etwas anderes auch so, nicht? Und ich habe das Gefühl, niemand kann es so wirklich definieren, so ab wann es Liebe ist. Es gibt nicht so ein... Also weißt Ja. das Aber ist du kannst wie schon etwas, wo... definieren, Ja, irgendwie. logisch, aber das ist wie etwas, wo jeder für sich selber weiß. So, du kannst ja nicht jemandem sagen, du liebst ihn oder du liebst ihn Ja. nicht. Das ist wie etwas, wo du so... Ja. So, wo setzt du dir selber Grenzen, wenn du jemanden liebst? Ich Also finde das weißt schwierig zu sagen, wann ist es so wirklich verliebt oder wann ist es nur so ein Crush. Weil ich habe das Gefühl, eben so, das haben wir ja vorher schon besprochen, ich habe das Gefühl, ich habe schon schnell einen Crush, eben, dass ich schnell Interesse habe über einen Mann, aber dass ich wirklich jemanden so richtig liebe. Und Ja. eben, ich glaube wirklich so, wenn ich jemanden wirklich liebe, dann ist es nicht so, dass es nach einem Monat wieder nicht mehr ist. So, und ich glaube, Mhm. bei mir braucht es recht viel, um mich wirklich verlieben, aber es geht mega schnell, um so einen Crush zu haben. Das ist, glaube Ja, ich, ist wie bei so mir halt ein auch ein bisschen so. Ich glaube, so beim ersten Partner, wo man hat, ist halt das Problem, dass man wie zum ersten Mal all die Gefühle empfindet von dieser Aufmerksamkeit von einer anderen Person. Und ich glaube, oftmals fühlt sich das als Liebe an, obwohl es es nicht unbedingt ist. Und ich habe das Gefühl, da kennt man auch so eben in die 3 Monate Kiste ein bisschen in dem Sinn, wenn du mega lang mit dieser Person bist und nachher bekommst du all die positiven Gefühle, weil jemand gibt dir Aufmerksamkeit und was auch immer, sexuelle Erfahrung oder so. Und dann denkst du halt voll, du bist verliebt. Und irgendwann merkst du halt, also weißt so die Gefühle, all die neuen Gefühle gehen halt wie weg. Und dann merkst du, vielleicht ist das doch nicht Liebe gewesen, Ja. sondern mehr einfach so Ja, die positiven Gefühle, die du bekommen hast. So. das kann gut sein. Ja. Also würdest du sagen, dein erster Freund oder euer erster Freund ist Liebe gewesen, so? Wenn ich jetzt so schaue. Es ist aber schwierig zu sagen, nicht von Anfang an. Also am Anfang war es schon so mehr so wirklich das Kindheitscrush gewesen. Also ich habe damals schon eine Podcast-Folge gemacht über meinen ersten Freund. Und zuerst war es eben so, dass es so, ja, er ist ein Jahr oben an mir und man hat sich so in der Pause gesehen, wie er Ping-Pong gespielt hat. Und es ist so, alle in meiner Klasse hatten so einen Crush gehabt von jemandem, der ein Jahr oben ist. Und ich habe halt dann auch ihn gehabt, so, auch jetzt, also so safe, wenn ich irgendwie dann so einen Crush gehabt habe, ich ihn hot gefunden und ja, wie er so Ping-Pong gespielt hat und so. Aber was danach so ernst wurde, ist, als man es kennengelernt hat, dann war eben auch so spannend gewesen und so, aber ich glaube, es hat recht lang, also es ist erst irgendwann in der Beziehung gewesen, wo man so wirklich Gefühl dann füreinander gehabt hat. Aber also es ist irgendwie so weird. Ich glaube safe, dass ich damals so richtige Gefühle hatte. Aber sobald du zurückschaust, wenn du kein Gefühl mehr hast, dann hast du immer das Gefühl, du hast ja gar nicht so richtig Gefühl gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, dass du dich wie nicht mehr, du magst dich wie nur noch am Moment erinnern, so Voll. bildlich und gar nicht, was für Emotionen du gespürt hast, so in dem Voll. Sinn. Und ich muss manchmal eher wieder so Tagebuch lesen von damals, um mich an die Gefühle zu erinnern und zu sagen, doch, ich bin eigentlich wirklich verliebt gewesen. Wenn ich so einfach von meinem Gefühl jetzt würde zurückdenken, wäre es, glaube ich, mir eher so
Ja, keine Ahnung, ich war schon ein bisschen verliebt, gewesen, aber jetzt nicht so wirklich, wie jetzt zum Beispiel beim Can oder so, weißt du. So. Ja, du hast wahrscheinlich auch mehr Vergleich jetzt nicht, so über die Jahre gesammelt. So damals hast du keinen Vergleich gehabt mit so einem Gefühl, nicht? Mhm, das stimmt. Darum ist es wahrscheinlich so mega impactful gewesen. Ja, und es ist vor allem, also ich hatte damals schon Vergleich gehabt, so im Vergleich zu zum Beispiel so von Kindheitscrush, so eben, dass man irgendwie in der Klasse hat, so, oh, da ist ein Hübscher, ist jetzt mein Crushpunkt. Oder so, wo man wirklich, die erste Person, die man wirklich, wirklich so liebt. Dass es dann schon einmal so ist, okay, lol, das ist ja richtige Liebe. Und du merkst so plötzlich, das ist so ein Mensch, den du einfach so gern hast, du willst Nähe, du willst die jeden Tag sehen, du willst am liebsten auf eine einsame Insel mit dem Typ gehen oder mit dem Girl und irgendwie alle anderen Menschen so ausblenden. So. Boah, ja, das finde ich jetzt spannend. Wie würdet ihr Liebe beschreiben? Das ist jetzt voll random Frage, aber... Willst du anfangen? Ja, also ich weiss halt nicht, ich habe halt nie wirklich so das Gefühl von Verliebtsein gehabt. Also Oh, auch in spannend. meinen letzten Beziehungen, also ja, ich habe mich schon nachher schlussendlich schon in die verliebt, aber ich habe irgendwie innerlich immer gewusst, so, das ist jetzt nicht, glaube das bei allen. Und darum weiss ich halt voll nicht, wie das genau ist, wenn man jemanden voll liebt, so wie du jetzt, Can. Aber Also ja. meinst du, es ist nicht das im Sinne von, das ist eine Beziehung fürs Leben oder es ist jetzt nicht Liebe? ja, irgendwie, bei mir ist es so, wenn ich eine Person kennenlerne, dann muss ich mir wirklich etwas mit der vorstellen. Ja. Und das habe ich also für eine längere Zeit, und das habe ich halt bei denen allen nicht wirklich gehabt. Aber ich habe sie, also wenn ich mich zurückerinnere, das war eine mega schöne Zeit gewesen und so. Ich habe sie wirklich auch geliebt, aber ich habe bei allen gewusst, das ist nicht so mein Trauma jetzt so. Ich weiß auch nicht. Aber du hast sie in dem Fall gleich geliebt? Oder würdest du sagen, du bist mal wirklich so verliebt gewesen? Oder ist es mehr so, du hast sie einfach wirklich gern gehabt? Ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Ne? Eben, gell? ist schon schwer. Es ist wie so, eben zum Liebe erkennen musst du wie einen Vergleich haben zwischen einer Person, die du geliebt hast. So würde jetzt Joel sich in jemanden actually so verlieben, wo ihr ein Trauma ist, würde sie wahrscheinlich sagen, nein. Aber, also weißt du, irgendwo durch kannst du fast nicht darüber aussagen. Ja, bei mir jetzt halt so länger, also wo ich die Person kennengelernt habe, also bei allen jetzt, habe ich einfach gefunden, so ja, ist easy und so. Und nachher, so nach ein paar Monaten habe ich dann gefunden, ja, okay, vielleicht, warum nicht. Und ich habe das Gefühl, so bei einer echten Liebe ist das ein bisschen anders. Dann hast du schon vom Anfang an, wenn du die Person anschaust, hast du das Gefühl, so doch, irgendwie das passt irgendwie. Aber soll ich dir sagen, ich habe es mit Can am Anfang auch nicht so wirklich gehabt. Ich habe eben auch immer so das Gefühl gehabt, von also weißt du, wie so ein bisschen quasi Liebe auf den ersten Blick. Du siehst, wie so bei Mami. So, du siehst, sie hat ihn damals gesehen auf dem Dancefloor und sie war so, oh mein Gott, der. Also wirklich so, der muss jetzt kennenlernen. Und dann ist so, haben sie sich kennengelernt und nachher sind sie zusammengekommen und I don't know, so. Also wäre es so einfach mega simpel. Und darum habe ich das einmal so ein bisschen das Gefühl gehabt. Und zum Beispiel mit Can und mir war es jetzt gar nicht so gewesen. So, ich bin jetzt voll ehrlich, so, ich habe am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, auch mega Angst gehabt, dass es jetzt wieder das Crushing ist, dass wir nach einem Monat wieder auseinandergehen. Und ich habe wirklich mega Angst vor ihm gehabt. Ich weiss also, es klingt jetzt gerade mega unangenehm, aber wir haben mega lange über unseren Kuss geredet, vor unserem ersten Kuss. Oha. Das ist wirklich Das ist mega unangenehm. Aber wir waren so kurz vor dem Küssen gewesen, und nachher habe ich halt das so angesprochen, dass ich mega Angst habe. Also ich habe halt das erste Mal so voll offen über ihm gesagt, so dass ich mich mega schnell einen Crush habe, aber nachher, dass wieder so nach einem Monat wieder vorbei ist und so. Und aber voll gut, also weißt du, ja, in dem Sinne so eigentlich mega gut. Kommunikation. Safe, in dem Funktioniert. Sinne eigentlich mega gut. Ja, er hat mich dann nachher einfach geschnappt und einfach geküsst. Ja, von dem her. Also es ist halt, wir sind 4,5 Jahre zusammen, so von dem her ist es jetzt nicht einfach nur ein Crush gewesen, sondern es ist nachher wirklich, dass wir ihn verliebt haben. Also alles gut, aber ja. Ich weiss, das Ding ist, ich glaube, es gibt wie beides. Es gibt so die Liebe auf den ersten Blick, so mit 17 kennen sich die zusammen, lernen sich Leute kennen. Kannst du noch Deutsch? Kennenlernen, ja, sorry. Und nachher bleiben sie halt fürs Leben zusammen, aber ich glaube überhaupt nicht, dass es die Norm ist. Und ich glaube, es wird auch überromantisiert, so ein bisschen, so dass wir haben alle so das Gefühl, irgendwann kommt so der Mann und es leuchtet so auf im Kopf, oder die Frau logischerweise, und es leuchtet nachher auf im Kopf, aber ich glaube, in 99% der Fälle ist das halt einfach nicht so. Ja. Und ich glaube, man sollte sich das auch nicht so ausmalen. Ich glaube, so einen Lebenspartner zu finden, ist eine mega anstrengende Aufgabe, wo du dich als Person mega veränderst und wo du auch mega so viele Challenges zusammen hast. So, ich glaube, es gibt mega, mega selten, dass sich zwei finden und so einfach alles passt. So, ich glaube, um so einen Lebenspartner zu finden, ist wirklich extrem viel Arbeit.
Und also, eben, du musst auch wahrscheinlich relativ viele Sachen opfern vielleicht, was nicht das Ziel ist, aber es ist wie nicht, es ist kein Ponyhof. He? Ja, aber das ist eben die Frage, ist es so Arbeit? Also weißt, gibt es wirklich so die Liebe, wo, als würde es wirklich so, als gäbe es so die zwei Menschen, die eigentlich füreinander so gemacht sind und dann treffen sie aufeinander und es passt alles schon. Wie so der Deckel auf den Topf, weißt du, so, weil ich habe das Gefühl, bei den meisten ist es doch eben so, dass man die Vorstellung hat, aber nachher ist es eben genau nicht so, also beziehungsweise, dass man sich kennenlernt und man ist verliebt und alles und dann kommt so die Streitphase, die kommt doch irgendwann und dann merkt man eigentlich, wie unterschiedlich das man ist und je länger man zusammen ist, desto mehr passt man sich, blöd gesagt, automatisch auch am Partner irgendwie an. Also ich merke das eben beim Can nur schon, dass, also das ist nicht mal irgendetwas Schlimmes und das macht man nicht mal irgendwie so aktiv, sondern das ist ja wie Friends so, je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto ähnlicher wird man irgendwann und hat die gleichen Ansichten und diskutiert miteinander über Themen und das ist irgendwie spannend und so und hat dann irgendwann so ein bisschen die gleichen Zukunftsvorstellungen. Aber gibt es das wirklich, dass man so jemanden kennenlernt und es passt einfach alles? Also weißt du, es ist so einfach so ein Match, dass man so denkt, ja, das ist jetzt wie der Mensch, der von Gott irgendwie so, der Mensch, der für mich gemacht worden ist, so. Gibt es das? Also weißt du so? Ja, also eben, die Mami hat das jetzt so erlebt und uns jetzt uns auch immer so eingeredet, darum habe ich automatisch das Gefühl gehabt, es ist bei uns, es ist einfach so, jeder Gott hat immer so zwei Menschen bestimmt und darum habe ich irgendwie das Gefühl, es ist schon ein bisschen so, ich weiß auch nicht. Also es war ja eine von meiner Fragen, so, die ich mir aufgeschrieben habe, mir als Frage aufgeschrieben, dass so, ob jeder Mensch so wie einen Partner hat, irgendwo in der Welt, whatever. Ja, voll. Und das theoretisch kann sein, dass man den nicht findet oder whatever, aber es hat für jeden Menschen einen Partner. Ja. Und irgendwo durch habe ich das Gefühl, es ist eine schöne Vorstellung, aber ich glaube, dass es halt nicht stimmt. Ich glaube, es ist mehr so etwas, was man sich ausmalt. Ja. Oder was in den Filmen halt so ist und in den Büchern. Ja, ich glaube, so daran zu glauben, ist ja nicht ein schlechter Gedanke. So, wenn man das glaubt, ist das etwas Schönes, weißt du? So, dann warten wir auf die Person, aber irgendwo durch, ich glaube, das versaut so ein bisschen das Prinzip, dass man eben für eine Beziehung muss arbeiten und für das man viel Effort und Mut muss reinstecken, weil man sagt wie, wenn er macht und dann ist er perfekt, also wenn jemand nicht perfekt ist, ist es nicht er. Und das zerstört irgendwie, glaube ich, mega viel so potenzielle Beziehungen, potenzielle Lebenspartner, wer weiß. So. Ich habe das Gefühl, dass wie eben so sein Soulmate finden, ist eine mega schwierige Aufgabe. So. Boah, du hast gerade so einen guten Punkt gesagt. Du hast gerade wirklich genau. Nein, aber for real. Aber ich habe das Gefühl, gerade durch das, dass alle einfach denken, an dem Fall passt er nicht zu mir. Also wie, dass man heutzutage Beziehungen so schnell aufgibt, weil man einfach das Gefühl hat, ja, es gibt ja safe etwas Besseres da draussen, was besser passt. Aber die Vorstellung ist halt, also es ist halt einfach, es gibt wahrscheinlich vermutlich jetzt niemand, der 1:1 drauf passt wie du und wahrscheinlich auch wenn es wird passen. Also ich habe jetzt eben den einen Dude kennengelernt, der von den Facts her auf dem Blatt gefühlt alles gestimmt hat, aber das hat so nicht gematcht, beziehungsweise es ist einfach, und wir wissen halt straight up nicht auch, was Liebe ist. So, was macht sie aus dem Kern? Warum die Person, warum nicht die Person, weißt so, du kannst nicht, es ist nicht Wissenschaft. Und man sagt ja auch, wenn du nach Liebe suchst, wirst du sie nicht finden. Es ist wie etwas, was so in dein Leben kommt und nachher löst es etwas in dir aus und hoffentlich löst es etwas in der anderen Person aus und nachher geht man den gemeinsamen Weg, so in dem Sinne. Aber jetzt gerade nochmal zu dem, was du vorher gesprochen hast, ich glaube, das ist so das Ding von, dass viele das Gefühl haben, man muss schaffen, um in eine Beziehung zu kommen und damit man Kontakt hat, damit sich die andere Person in dich verliebt, dann muss man schaffen. Und nachdem man zusammen ist man dann zusammen. Aber das Problem, dann fängt das Schaffen aneinander eben erst richtig an. Und ich glaube, das wissen eben viele nicht. Und ich glaube, das ist eben dann das Ding, sobald es mal dann ein bisschen kriselt, ist dann einfach automatisch, es passt in dem Fall nicht. Ja. Ja, das ist schon so, eben. Ja. Was haben ihr denn für Fragen noch aufgeschrieben? Stimmt. Joel, ich kann mir reden. Pack mal eine Frage raus. Gar nicht. Wie viele Fragen hast du jetzt eigentlich aufgeschrieben? Nur eine. Perfekt. Ich glaube, meine eine haben wir schon beantwortet, aber ich habe eine andere spannende. Let's go. Ja, eben so, ob du mal so richtig verliebt bist, dass du hast das Leben mit der Person vorstellen. Das haben wir eigentlich auch schon. Nein, so, das geht eigentlich. Das kann man schon besprechen. So die Vorstellung, wo man mit der anderen. Ich habe das Gefühl, erst recht, wenn du jung bist, passiert das noch mega schnell, dass du jemanden kennenlernst und nachher malst du diese Sachen in deinem Kopf aus. Ja. Du so, okay, wie nennen wir unsere Kinder? Wo wohnen wir dann? Wie sieht unser Haus aus? Du musst so Unterschriften üben mit deinem Nachnamen. Ja, so scheisst Nein, ja. Und du schaust so eben, ob der Nachname stimmt, ob das cool sein. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, wo bei extrem vielen Jugendlichen zu so einem extrem intensiven Heartbreak führt. Ja. So, ich glaube, so die Teenage Heartbreaks sind, glaube ich, mega tough
im Sinn von, du malst dir, du hast all die Vorstellungen, du sammelst all die positiven Emotionen, weil wenn du dir das vorstellst, wirst du auch glücklich. Ja. Es ist ja nicht nur Fake, so, du stellst dir das vor, du bekommst Du wünschst dir das irgendwie? ja, du wünschst es dir mega und wenn es dann eben nicht funktioniert, shattert das so deine ganze Vorstellung und so all deine Zukunftspläne werden so zerstört und darum sind die Heartbreaks immer so intensiv. Vor allem, es ist wahrscheinlich genau auch bei der ersten Liebe so, weil du verliebst dich so das erste Mal und das ist so das erste Mal Liebe. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du im Leben irgendwann mal über anders wirst so lieben, weil du halt noch nie in deinem Leben jemanden geliebt hast, so wie die Person. Ja. Und dann halt das mal so als Heartbreak, also weißt du, dass dann mal eben so ein Schlussmachen passiert, nachdem du dir wirklich so, also eben, du stellst dir halt vor, mit dem bin ich für immer zusammen. So, mit dem will ich hin, mit dem will ich alles und das ist schon crazy. Aber hast du jetzt zum Beispiel, oder habt ihr jetzt zum Beispiel so eine Vorstellung von einem Trauma, wie das aussehen? Also jetzt von allem oder vom Aussehen oder? Von allem so. Ja, irgendwie schon ein bisschen. Also, ich lasse es einfach auf mich zu, aber das ist bei mir eben in der Vergangenheit jetzt nie wirklich so gewesen, wie ich es mir irgendwie so vorgestellt habe. Also ich habe die alle über das Internet kennengelernt und ich weiß auch nicht. Nachher hat man die Person halt getroffen und... Also wäre deine Wunschvorstellung jetzt so ein bisschen anders vom Trauma her? Ja, ich finde halt so über Chat kennenlernen nicht so nice, aber... Das kannst du mir nicht den Kindern erzählen, weißt du? Du willst so ja, ein ist bisschen... halt so lang, ich weiß auch Man will nicht, so eine romantische wie das Geschichte. bei euch Ja. dann ist. Also, Ja, true. Nein, bei mir ist es irgendwie eher so ein bisschen, dass ich schon so Punkte habe. Die einen sind halt auch mega so simpel, also weißt du, so ein bisschen, ja. keine Ahnung, also nicht mal vom Aussehen, sondern einfach sonst so, ich habe eine ganze Liste gemacht. Ich habe dann immer, wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich so abgecheckt, so passt nicht. Und eben das ist das Ding, wo ich den Typ kennengelernt habe, fast alles passt so. Darum schlussendlich sagt es eben auch gleichzeitig nichts aus. Ja, safe, aber weißt du, so, also ich finde, so zu dem Punkt vorher, ich glaube, das ist schon wichtig. So, ich habe jetzt vorher gesagt, so, wenn es ein Problem gibt, dann muss man die lösen. Aber es gibt wie auch, ich glaube, es ist gesund, wenn man sich selber so Standards setzt, so Grenzen setzt, wo man muss nicht sich für jede Person komplett verändern. Man muss nicht alles von seinem Alltag aufgeben oder von seinem persönlichen Leben aufgeben für eine Person. Ich glaube, es ist wie so, sich selber Standards setzen und nachher wie selber überlegen, welche Probleme sind wirklich lösbar. Ist das Problem überhaupt lösbar? Weil du kannst wie auch nicht eine Person komplett verändern. Ja. So meistens, oft denken das noch Leute an, I'm gonna change him, I'm gonna change her, aber Ja. schlussendlich ist es wie... Und das finde ich auch ein mega wichtiger Punkt, wo ich irgendwie immer nie gecheckt habe. Es Liebe allein lange nicht für eine Beziehung. Das ist das Ding. Liebe allein lange nicht, sondern es ist wirklich das so eben zum Beispiel gemeinsame Ziele für die Zukunft, gemeinsame, also nicht mal Interesse im Sinne von, dass ihr das gleiche Hobby habt, aber so ein bisschen gemeinsame, ja, zum Beispiel wenn ihr zusammen ziehen, dass ihr ähnliche Vorstellungen habt von wie einrichten, von eben Kind haben oder einfach nur so, weiss jetzt auch nicht, vielleicht politische Ansichten oder Meinungen über gewisse Ja, eben Sachen. so die ähnliche Meinung einfach. Voll, weil das ist alles, oder nur schon zum Beispiel eine Vorstellung von einer Beziehung, wie eine Beziehung führen und einfach so, also weißt du, wenn es jetzt zwei gibt, die voll eifersüchtig ist, dann passt es ja. Aber wie, dass das sind alles eigentlich so viel wichtigere Punkte, als jetzt hat der braune oder blonde Haar, weißt du, so Sachen. Also schlussendlich, wenn du jemanden kennenlernst, wo alles matcht, ist das scheißegal, Alter. Ja. Ich glaube, das ist auch so etwas, was du realisierst, wenn du älter wirst. Ja, so, eben. wenn du jung bist, denkst du dann eher nach, blaue Augen, Ja, dann ist braune das Haare. Aussehen auch viel mehr wichtig. Aussehen wichtig. Ja, und der Standard, beziehungsweise du schaust viel mehr so, ja, ich will dann, also es ist ja blöd gesagt viel wichtiger, was andere darüber denken, was du für einen Freund hast oder für eine Girlfriend. Also irgendwie so, am Anfang ist das viel mehr wichtig gewesen, So finden meine Kolleginnen hin hübsch. ja, und irgendwie so, passen wir zusammen vom Aussehen oder alle, keine Ahnung, also hast du Durst? Nein, meine Stimme ist irgendwie verloren gegangen. Willst du jetzt ein Red Bull trinken? Ja, fix. Ist es jetzt wieder normal? Ja, nein, trinkst du. Wie spät ist alle? Wir haben 12:30, meine Schwester trinkt das Red Bull. Cheers an dieser Stelle. Ist besser? Hallo? Nein. So, hast du noch eine Frage, Seri? Ich habe glaube noch eine. Sonst. Einfach noch zum Punkt vorher. Ich glaube, Sorry. das Wichtigste ist einfach, dass du so eine Balance hast zwischen welche Werte sind mir so wichtig, dass ich sie nicht verändern will und welche Werte könnte ich für mein Gegenüber so anpassen. Oder wie könnte ich mich verändern, um dieser Person das Leben einfacher zu machen und umgekehrt logischerweise. Ja. So, du kannst nicht dich komplett umformen und nachher macht das Gegenüber aber nichts. So, es fordert wie von beiden Seiten einen Ja. Kompromiss, so gesagt. Es ist Voll. nicht so... Es braucht so ein bisschen Kompromiss bei beiden. Genau, es ist nicht so... Es darf nicht einseitig sein. Ich glaube, das Ja. passiert in vielen Beziehungen auch noch, dass so die eine Person
betet so die andere Person basically an und dann probiert sie alles abzuändern. Du bist ja wie so... Oder eben nur schon so, dass, ja, ich bin so und wenn du das nicht akzeptierst, dann gang. Ja, Also, das ist weißt aber du, auch weg. das gibt's geht auch so- nicht. Du findest niemanden, wo alles an dir... Also wie, nicht, dass du dich musst verändern für irgendjemanden mega krass, aber Aber schon auch ein bisschen. Eben so, schon ich hasse auch. die Mentality ich so, eben auch. ich verändere mich nie, ich bin so... Ja. so Es kommt darauf an, welches Thema. eben, logischerweise. Wie gesagt, Ja. es gibt Werte, die du an dir behalten willst, aber so irgendwo durch, wenn du einen Partner willst finden, eben, es wird nie das Puzzleteil geben. Nein. Also, ausser du hast ultra Glück, aber so in 99% der Fälle gibt es das auch nicht. Vor allem eben gerade zum Beispiel, es ist ein Beispiel so, er findet Fußball mega cool, er würde sich wünschen, dass man mit dir abends an einen Fußballmatch geht. Ja, sehr. Und dann bist du so, ja, aber mich interessiert das nicht. Das heisst, mir passt jetzt einfach nicht so. Nein, du interessierst dich vielleicht auch für andere Sachen und dann kann er sich für deine Interessen interessieren und du gehst dafür mal an einen Fußballmatch. Ja. Wie, das ist doch auch das Ding so in der Beziehung, dass man sich gegenseitig auch so ein bisschen glücklich macht. Dass es dir genauso wichtig ist, wie es dieser Person geht, wie es ihr ist, dass es dir geht. Oder so, ja. Ich Ja. habe das früher, also meine Mama hat mal so ein Liebebuch gelesen, hat das mit meinem ersten Freund, hat sie uns so eine Lesson gegeben, dass beide Partner in der Beziehung haben so einen Liebestank. Und eigentlich, ja, geht es so ein bisschen darum, dass man sich gegenseitig immer wieder den Tank füllt mit Liebe und das kann sein, indem man kann ich halt, was die andere Person für eine Sprache von der Liebe hat. Eben ist das das Interesse, ist das Nähe, ist das keine Ahnung was. Und auch wenn das vielleicht nicht deine eigene ist, machst du das, weil du die andere Batterie willst so ein bisschen laden, sozusagen. Und es muss aber beidseitig halt stimmen. Es muss, wenn beide daran arbeiten. Ich finde das spannend, hast du auch einen Tag bekommen? Hast du auch, Gell? Das ist wirklich hat- Wunder. das Mami ist ja relativ close. Hat dir das Mami so, wie hat dir das Mami so Tipps gegeben für Liebe und so? Hat sie So mit hat sie dir... dich jemals introduced, so wirklich so auf, Nein, eine im Fall Präsentation nicht wirklich. gegeben, wie es funktioniert. Also eben so einfach, wie sie den Papi kennengelernt hat und nur wie für sie das war und so. Aber hat sie dir nie irgendwie so Tipps gegeben, weißt du, so jetzt, wie man in der Beziehung umgeht? Hat sie doch safe eigentlich doch, glaub, mega viel auch so darüber geredet, über Ja, ich glaube schon, Beziehung aber mir und kommt es alles. einfach nicht gerade in den Sinn, ich weiß auch nicht. Nein, bei mir war es einfach so, gut, ich war halt auch jünger. Ich war dort 15 in dieser Beziehung oder 14 oder keine Ahnung was. Und meine Mama ist dann mit uns beiden eigentlich mega unangenehm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Wir sind halt jünger gewesen. Ist sie halt so mit uns angeguckt und wir haben halt beide so gemostet, eben so, ja, er macht nichts für mich und das und das. Und dann ist sie eben mit uns angeguckt und dann hat sie uns das erklärt, eben genau mit dem Energietank, hat so 2 Batterien aufgezeichnet und dann haben wir beide müssen eine Liste machen, wie die andere Person unsere Energie tanken könnte. Und dann hat er zum Beispiel aufgeschrieben, ja, dass sie mal mit mir Kartoffeln fahren Schon und voll so. herzig, dass Es sie ist das mega gemacht hat, herzig. ja. Eigentlich mega herzig. Aber Ich auch ein will bisschen so sagen- unangenehm. Ja, es klingt fast schon ein bisschen kindisch, aber schlussendlich ist es ja mega gesund, wenn du so eine Beziehung führst, nicht? Ja, Wenn mega. du so die Anforderungen vom Gegenüber siehst und du aber deine auch stellst und nachher, ich glaube, wenn du es so wirklich auf Papier hast, was wirklich glaub, gut ist, wenn du das actually Eigentlich aufschreibst, schon, ja. dann ist es glaube viel einfacher auch zum so Fortschritt machen in der Beziehung selber. So, Voll. wenn du siehst, was will die andere Person, was will ich. Und darum Kommunikation ist schon Key. ist key. Und viele Leute sagen das und nachher machen sie es nicht. Aber Das stimmt. Oder man versteht vielleicht unter Kommunikation etwas anderes, aber es ist wirklich, dass du straight eigentlich drüber Reden. redest und nicht einfach so, Reden, ja, nicht so ein riesiges Ding. Ich meine, woher sollte er schmecken, was dich glücklich macht? Dann sagst du ihm halt so, hey, ich wünsche mir eine Rose auf den Valentinstag. Ja. So, auch wenn's, keine Ahnung, so, das habe ich auch müssen lernen, du musst so Sachen ansprechen. Auch wenn du es in dem Sinn, ja, so, ja, die Du anderen willst ja Typen checken eigentlich- sie, aber nein, du musst es, eben, woher du sollst willst du ja eigentlich, dass die andere Person das merkt, aber irgendwo du musst halt wie auch sagen, Ja. was du Ja. willst. So irgendwo drin. voll, und mach da kein Spiele und bis nachher eingeschnappt, wenn es nicht mehr so Ja, eben, sprich nachher straight ist an. mir enttäuscht, auch wenn man gar nicht angesprochen hat. Genau, und er hat es nicht mal gemerkt und dann muss er noch herausfinden, wieso du jetzt enttäuscht bist und keine Ahnung, sondern das wissen. So, voll. Gut. Was hast du noch eine Frage? Ich habe aufgeschrieben als Statement, verliebt sein macht mich verletzlich. Ich merke erst jetzt gerade, ich habe mir nichts dabei überlegt, aber es ist, Alter, fett nicht. es ist halt so ein Statement. So, Ja. das fordert sich auch so Beziehung, du dich halt mega investen und dich halt also eben verletzlich machen. So, du gibst all deine Geheimnisse frei, du zeigst Ja. der Person alles, was du, so du erzählst ihr fast alles und so, wenn die Beziehung ändert ist, also weiss die Person immer alles über dich und so. Das ist so, was ich damit gemeint habe.
Und Ja. eben, wenn du dieser Person sagst, so wo sind meine Schwachstellen, sagst du das dieser Person halt direkt und sie könnte halt dann eigentlich auf die eingehen. Und dann, wenn Leute, die manipulieren, machen das dann halt und so. Und dann Ach, true, ja. Schwachstellen und so. Ja, das ist bei der toxischen Beziehung dann meistens so ein Ding. Ja doch, es hat schon so ein bisschen was. Also darum haben wahrscheinlich auch viele Personen Angst, um sich zu verlieben oder um wirklich auch in eine Beziehung hineingehen, weil Ja. also Bindungsängste in dem Sinn, weil man halt einfach Angst hat, dass man sich in dem Sinn verletzlich macht. Ja, einfach das Vertrauen ist schwer am Anfang, oder? Ja, eben so eine Unsicherheit. Ja, du vertraust der Person einfach komplett auch irgendwie so. Was würde ich sagen, wie geht man in eine toxische Beziehung? Oder wie passiert das? Boah, das ist ja jetzt auch ein ganz crazy Thema. Da können wir jetzt auch eine Stunde eigentlich drüber reden, aber so toxische Beziehung finde ich so spannend. Ja, einfach wenn man sich irgendwie einander nicht mehr vertraut und nicht mehr irgendwie ehrlich ist oder so, dann... So Keine Ahnung. passiv-aggressiv. Ja. Ich glaube, wenn du... Ja, also mit toxisch verbinde ich meistens so ein bisschen das Eifersuchtsding. Dass du einander mehr einschränkst, also dass eine Beziehung für sie mehr ist... Also dass man sich mehr, so viele Vorstellungen hat und dann so viele unterschiedliche Vorstellungen hat, dass man die andere Person eigentlich dafür verantwortlich macht und sie einschränkt, damit du selber glücklich bist. Es geht wie nicht mehr darum, Ja. dass man für die andere Person schaut, sondern dass man so, also es ist eigentlich so ein bisschen ein Ego-Ding, würde ich sagen. Und das ist das Ding, du kannst in einer Beziehung eigentlich nicht egoistisch sein, weil du bist halt in einer Beziehung so. Und wenn du halt nur an deine eigenen Bedürfnisse denkst, dann passiert es vielleicht schnell mal. Oder wenn es halt eben einseitig ist, wenn nur eine Person an sich selber denkt und die andere Person will halt nur die andere Person glücklich machen, ich glaube, dann wird es halt irgendwann so ein bisschen kippen. Aber ich habe jetzt noch nie so aktiv toxische Beziehung irgendwie analysiert. Ich bin, glaube selber noch nie wirklich in einer toxischen Beziehung gewesen, darum. Ja. Ich würde sagen, du bist einer gewesen, Joel. Ja, also eben so... Ich bin auch so ein bisschen eingeschränkt worden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur die andere Person die schuld ist, weil ich bin irgendwie auch nicht ganz ehrlich gewesen, irgendwie ist das alles ein bisschen bergab gegangen schlussendlich. Weil die Person hat mich noch immer mehr eingeschränkt und mir Sachen nicht erlaubt und so. Und ich bin immer mehr hässig geworden und habe nicht gecheckt, warum das so ist und so. Und wir haben irgendwie nie ehrlich kommuniziert. Das ist irgendwie auch... Es ist ein Teufelskreis, Ja. so, wenn es mal anfängt, ist es immer so, Ja. spiralst dich so rein. Und dann kommunizierst du nachher auch nicht mehr miteinander, wirklich. Ja. Bei dir, Sedi? Cedric, sorry. Cedric, ja. Vielleicht, ich weiß nicht. Logischerweise während der Beziehung habe ich es überhaupt nicht so empfunden. In Nachsicht vielleicht, aber in einer toxischen Beziehung kann es ja teilweise sein, dass keiner von beiden nicht schuld ist. So. Oder, also im Sinne von, so wie wenn die Anforderungen einfach nicht stimmen oder wenn die Anforderungen einfach nicht funktionieren für beide Personen, dann kann wie keiner wirklich etwas dafür, aber es ist halt trotzdem toxisch so in dem Sinn. Bro, heute funktioniert gar nicht mit der Technik. Meine Kamera ist einfach das zweite Mal abgegangen. Sorry, darum, wir haben jetzt absolut gerade den Faden verloren. Aber ich hätte sonst noch eine letzte Frage und ich glaube, langsam müssen wir aufhören. Bro, ich glaube, das ist bis jetzt die längste Podcast-Folge, die ich gemacht habe. Also jetzt dort, alle Ja. genug zu sagen, auch. Ja, das stimmt. Vor allem, ich muss die jetzt noch anhören und ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen. Und es ist jetzt 20 vor 1. Gesundheit. Sind wir ready für die letzte Frage? Ja. Also, glaubt ihr, man kann sich bewusst entscheiden, um sich in jemanden zu verlieben? Irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Also, man kann sich aber auch bewusst entscheiden, um sich nicht zu verlieben oder nicht. Also Meinst es ist für mich ein bisschen so. du? Warum? Ja, wenn man irgendwie... Ich weiss auch, wenn man irgendwie... Rede ich ein bisschen laut? Ich weiss gar Nein, nicht. nein, ist gut. Ja, wenn man irgendwie bei dieser Person keine Ahnung, etwas hat und nachher hat man aber gar keine Lust, irgendwie etwas mit dieser Person anzufangen. Und nachher sagst du, tust doch automatisch nur die negativen Punkte aufzählen. Ich glaube, Checken dir das ich gemeint? weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist etwas, wo man denkt, dass man Kontrolle über hat, aber ich glaube, es ist etwas im Unterbewusstsein. Ich glaube, klar kannst du dich aktiv entscheiden, du zählst nur die negativen Punkte auf, aber irgendwo durch kommt ja überhaupt die Idee, dass du das machen willst. Weißt du, was ich meine? Das heisst, eigentlich ist es unterbewusst, dass du dich nicht in die Person verliebt hast. Ich glaube, die Antwort ist nein. Schon. Ich glaube, die Antwort ist nein. Ich habe das Gefühl auch so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, ich könnte mich nicht verlieben, wenn ich mit dieser Person keinen engen Kontakt habe. Also beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich kann mich erst wirklich verlieben, wenn es so
Also wenn ich jetzt nur in einer Gruppe mit jemandem chillen oder wäre es nur jemand in einer Klasse, dann klar hat man vielleicht so Interesse mit jemandem, aber dass man sich wirklich verliebt, für das müsste ich mich mit dieser Person das Zweite treffen, für das müsste ich mit dieser Person vielleicht telefonieren, schreiben und so. Und wie, wenn ich das alles gar nicht mehr mache, habe ich das Gefühl, würde ich mich nie wirklich so richtig verlieben. Ja, also in dem Sinne, logisch kannst du dich eben nicht verlieben, du kannst ihn einfach nicht sehen oder sie. Also weißt ja, aber was weißt so... Weil du dich eben nicht verlieben willst, kannst du einfach nicht mehr mit dieser Person etwas machen. Also, aber so nicht verlieben ist, glaube ich, noch einfacher als... Aber kannst du dir nicht bewusst sagen, so, ich würde mich jetzt nicht in die Person verlieben? Ich glaube, das ist schon Ja, schwierig. es geht eigentlich nicht. Ich glaube, wenn du die Person wirklich oft siehst, kannst du dich, glaube nicht bewusst dagegen entscheiden. So, wenn sie mega attraktiv ist, die Person, dann, weißt du, passiert das, glaube ich, eher so. Aber ich glaube eben zum Beispiel gerade das mit so dann das Zweite rausgehen und also das Zweite einfach abmachen und so das, oder eben das Zweite miteinander schreiben und all das kannst du ja irgendwie schon kontrollieren. Ich glaube, so wie... Vielleicht ja, vielleicht kannst du vielleicht ist ein Crush nicht extra, aber verlieben kannst du dich dann schon entscheiden. Also weißt du, was ich meine? Wenn du einen Crush hast, dann schnell mal auf jemanden. Eben so das Interesse. Rausgehst, aber so das Zweite dann raus, musst du schon aktiv machen. Ja. Also... Ja, und irgendwie, du merkst doch, dass du dich langsam immer mehr verliebst. Es ist nicht einfach vom einen Tag auf den anderen. Ich glaube, wenn ich jetzt so merke, ja, langsam habe ich Interesse oder so. Und ich will eigentlich nicht, oder keine Ahnung. Gut, das kann, es ist aber schwierig. wenn du ja Gefühl willst abstellen, dann willst du eigentlich auch die Person nicht mehr lieben und dann geht es ja dann auch nicht. Aber es ist eben dann gleichzeitig wieder schwierig, weil dein Herz, das sich am Verlieben ist, will ja eigentlich umso mehr von dieser Person und will mehr mit der schreiben und dann willst du die mehr sehen und alles, also wie... Es ist eigentlich wie so ein Herz-Kopf-Kampf, dass dein Herz immer mehr will. Und Mark Forster, hell yeah. Ja, aber das ist schon ein bisschen so, dass dein Kopf eigentlich so findet, Bro, nein, Alter. Weiß auch nicht, aber dein Herz ist so, es tut das gar nicht. Doch, fair, es ist so ein bisschen eben wieder ein bisschen Disney-Princess-Shit. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber es ist halt so, ja, aber es ist wirklich so, ja. Das ist so das Fazit. Nehmt nicht Tipps von Disney-Filmen. Und von den Eltern. Redet mit eurem Partner, mit eurer Partnerin. Ganz viel. Und löst das Problem. Löst euer Problem. Ausser die Person wird nicht das Problem lösen. Voll. Teilweise gibt es hoffnungslose Fälle. Ja, das stimmt. Und das müssen wir als Menschen akzeptieren. Und dann eure Energie von eurem Partner danken und fragt, wie das könnt ihr machen, so eine Liste. Am besten den neuen Mann ins Boot holen bei diesem Gespräch. Nein. Joel, am besten. was hast du noch so als Schlussresümee zu sagen? Mir fällt gerade nichts ein, ich weiss gar nicht. Perfekt. Hört auf euer Bauchgefühl. Gut. Das ist eigentlich wirklich ein guter Tipp, sagt er. Ja, true. Du, das war schon wieder mit der Podcast-Folge. Wie haben Sie es gefunden, das dritte? Nicht ein Like da. Man kann keinen Like da lassen, Bro. Also wenn ich bis dahin gelassen habe, bin ich echt stolz auf Das euch. Es ist schon lang gegangen. Wirklich. Also wenn ihr bis jetzt gehört habt, dann frage ich mich, warum ihr mich immer noch nicht abonniert habt auf Spotify und warum das noch nicht kommentiert Kann man noch habt. so einen lauten Ton machen, falls jemand zum Einschlafen lässt? Ich mache das so Das sagt einfach mega viel, dass ich so zum Einschlafen höre. Ja, die das machen, die können jetzt voll umschreiben. dass die wieder aufwachen. Vor allem meine Eltern machen das, also unsere Eltern machen Ja, das das jetzt kann auch. man nicht machen. Nein, das können wir nicht machen. machen. Ich blende sie Spaß. Gut, also ich wünsche euch eine gute Nacht für die jetzt alle gehen schlafen und für die jetzt nicht mehr arbeiten oder irgendetwas. Viel Spaß. Cool. Für die, die im Zug hören, das lange wahrscheinlich nicht. Die haben wahrscheinlich so 4 Zugfahrten, ne? Das ist so Ja, 1 true. Stunde. Alter, die hören das jetzt den ganzen Tag Tag so zu. lange Zugfahrten, aber... Die hören das wirklich den ganzen... Also wir haben so in Wochen eingeteilt. Ja. Jeden Tag 20 Minuten. Vergessen nicht zu abonnieren auf Spotify. Das kann man ja. Und man kann übrigens auch bewerten. Oh mein Gott, dann mir bitte 5 Sterne geben. 5 Sterne. Erzählen uns alle um. Wir wollen wieder auf die 1 kommen in der Schweiz. Das fände ich sehr toll. Schreibt nette Kommentare. Ja. Bitte. Schreibt ihnen, werden wieder mal eine Podcast-Folge mit meinen Geschwistern. Keine Kritik bitte. Wir können nicht mit Kritik umgehen. Wir jetzt eigentlich Nicht immer noch wollen, mit Mami eine Podcast-Folge machen über dich. Ja, das machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Das kommt. Stay tuned. Also wie es kommen kann. Also, gut, also bis zu der nächsten Woche wieder. Tschüss!